Unsere Geschicht. Das ist die Geschichte von Oldkolonier Mennoniten, die in den 1920er Jahren nach Mexiko trocken. In dem von deutschen Aufschnitt vertelt George Rampel, der Schreiber von dieser Geschichte, wo die Kirchen hier in Südontario entstanden sind in den 1960er Jahren. Ich bin Hein Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Unsere Geschichte Nummer 66. Diesmal vertellen wir noch weiter mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Südontario. Wir haben letztes Mal noch groß davon vertelt, dass ich meine früh ihrem Onkel Isaac J.P. Friesen von Winkler, Manitoba, davon vertelt habe, dass viele von unseren Freunden in Südontario wonen door damals al aan de AMMC Gottesdiensten teilnehmen in Ontario, selbst jeren jüdische Predigten hören mochten und auch jeren ihre Kinder ein gutes Jüdisch lehren lassen wollen. Und dort Isaac Friesen ganz einfach dort zu sehen, dass es nicht was unser Lied da fehlt. Den fehlen da bloß gute Plautdietsche Predigten. Diese Einstellung, dass wir Oldkolonier von Mexiko nicht jüdische Predigten verstehen können, die haben nicht mal Prediger Isaac J.P. Friesen, die haben die meiste IMMC'er, wo unsere Oldkolonier in Südontario halben IMMC-Kirchen gründen und haben. Und diese Einstellung ist immer mal zum Teil wahr gewesen. Da wären so eine Oldkolonier, wo jüdische Predigten nicht sehr gut verstanden. Und da wären auch all viele junge Menschen, die sozusagen alle in Ontario abgewassen wären, und die haben kein Jüdisch gelehrt in den Ontario-Schulen, aber ein sehr großer Part von unserer Oldkolonier in Südontario verstanden gute jüdische Predigten wenigstens ein Jahr Monaten gut. Und in der Aylmer Kirche wären 1968 noch viele Älteren, wo dort sehr an gute jüdische Predigten fehlt, und sie gar nicht recht dazu checken können, dass sie immer plautdietsche Predigten hören mussten. Als etliche von unseren Freunden bei Aylmer dort antworten, dass Prediger David Friesen mich gefragt hat, noch Sonntagmorgen in der Aylmer IMMC-Kirche die Predigt zu bringen, und dass ich zugesagt habe, dort zu tun, dann sagt einer von an zu mir, du wirst doch wohl Hochdeutsch predigen. Und er sagt dann wieder, viele von uns würden dort doch hochschätzen, dass du Jüdisch predigen wirst. Prediger David Friesen hat mir nicht gesagt, dass ich ein Plautdietsch predigen soll, und ich habe noch keinmal ein Plautdietsch gepredigt. Und ich predigt Sonntagmorgen an der Aylmer IMMC-Kirche in Hochdeutsch. Als ich mit der Predigt fertig war, dann sah ich mich an, und Prediger David Friesen ging hinter der Konsul zum Schlussmerken mit dem Gottesdienst. Von dort hekte sich nach mir und sagt, Dankeschön, Bruder Rampel, aber wir haben dort hier übrigens so, dass wir ein Plautdietsch predigen. Als wir dann an dem Sonntagnachmittag weiter mit mehreren von unseren Freunden aufgekommen wären, dann leiten einige Brüder mir dort weiten, dass sie dort geschätzt hatten, mal weiter zwischen eine hochdeutsche Predigt zu hören, auch wenn uns Prediger die dort mustert. Ein Bruder war nicht sehr gut darüber gesonnen, dass Prediger mir dort gemastert hat, dass ich auf Jüdisch gepredigt hat. Und dort wird an diesem Sonntagnachmittag bei unserem Durchnobern von jüdischen und plautdischen Predigten klar, dass lang nicht alle Älteren, die an der Aylmer IMMC-Kirche zu den Gottesdiensten kämen, dort wirklich so haben wollen, dass an ihrer Kirche alle Predigten an Plautdietsch gebracht werden sollen. Ich las diese Sache damals so auf, dass es ihre kanadische Prediger wären, die IMMC-Leiter, wo diese Entscheidung veranmerken, dass die Predigten an die plautdietsche Sprache gebracht werden mussten und dass lang nicht alle Brüder damit einverstanden wären. Viele Oldkolonier wären dort durch die Predigten an der IMMC-Kirche klarer geworden, dort wenn sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben,
dann können sie Heilsgewissheit haben. Dann brauchten sie sich nicht immer darüber unsicher fühlen, ob sie auch wirklich würden seilig sterben können. Und dort schatzten sie. Viele andere okkultische Personen haben sich all durch deutlichere Ausleihungen von dem biblischen Heilsplan trachtfingen oder bekehren gekonnt. Und die schatzten dort auch sehr hoch. Aber wir sollen dort auch alle weiten oder verstehen, dort, wenn wir Menschen damit haben helfen gekonnt, dass sie dort Heil an Christus erkennen und persönlich annehmen können, dort wie so eine Personen dann auch schuldig sind, damit zu helfen, dass sie sich dann auch durch das Wort Gottes und die Sprach selbst fordern lernen können und wo sie die Bibel lesen können. Und in unser Lied ihrem Fall ist diese Sprach Hochdeutsch. Und dort meint dann, dass wir so eine Menschen, die in die hochdeutsche Sprache lesen, aber nicht einmal gut genug verstehen, was sie lesen, damit helfen sollen, dass sie ihre hochdeutsche Bibel besser lesen und verstehen lernen können, sich selbst im Wort Gottes geistlich fordern lernen zu können. Für so ein Lied in gottesdienstliche Versammlungen immer den Text in der Bibel in Hochdeutsch lesen und dann wieder über den Hochdeutsch gelesenen Text bloß in Plautdietsch reden, so ist das von Predigers meistens getan wird, wenn sie in Plautdietsch predigen. Dort mag viele Menschen manchmal zum Teil helfen, im Moment besser zu verstehen, was von einem gegebenen Text geredet wird. Aber dort hilft an nicht, sich in ihre Bibel selbst fordern lernen. Und wenn wir an nicht damit helfen, dann haben wir unsere Aufgabe an so eine Menschen nicht erfüllt. Dann als Jesus seine Jünger über 3 Jahre bei sich gehabt hat und gelehrt hat, das Alte Testament in seinem Licht zu verstehen, und sie haben aus ihrem Heiland erkannten und angenommen haben, dann seht ihr an, Gott nu merkt mehr Jünger oder mehr Schüler und lehrt an alles, was ich gelehrt habe. Und wir, die wir all Jesus seine Jünger geworden sind, haben von der dieselbe Aufgabe. Für die okkultische Familien wohnen 1968 all an der Aylmer in Aylmer kamen und jeden gute jüdische Predigten hören wollen und für ihre Kinder jeden eine jüdische Sinnabend und Sonntagsschule haben wollen, mögen Aylmer Predigers die Entscheidung ohne an, dort an kein Jüdisch fehlt. Und weil sie diese Einstellung in diese Familien nehmen, leiten etliche von dieser Familie sich von der Gemeinde Gottes helfen, mit einem guten jüdischen Programm für ihre Sinnabend und Sonntagsschule und Gottesdienste. Und dort reiht viele okkultische Familien und Freundschaften tiefwillig sehr ein. Aber wenn wir von der auf diese ganze Sache zurückkicken oder zurückdenken, dann glaube ich, können wir nu all sagen, die Gemeinde Gottes hat unsere okkultische Menschen unter den damaligen Umständen in Aylmer, Ontario, eine gute Arbeit getan. Dann durch den ihre Arbeit ist dort nochmal weiter von Niem klar geworden, dass unser Okkultier eher Hochdeutsch nicht so wenig ist, als man dort manchmal von Bütenüt haben will. Die Gemeinde Gottes Arbeit hat dort bewiesen, dass uns Jüdisch noch gut genug ist, um dort verbessern und schaffen merken können. Aber dass das überhaupt neidig wird, oder dass die Gemeinde Gottes überhaupt die Gelegenheit kriegt, bei unser Lied Angang zu finden, da sind die geistlichen EMC-Leiter offensichtlich schuld an. Das hat nicht neidig sein. Und ja, das hat damals viel von unseren okkultischen Familien von Mexiko und viele gute Freundschaften zwischen Familien tiefwillig sehr eingereden. Aber die Wunden, die dadurch damals entstanden, die sind mit der Zeit meistens weiter geheilt. Und ich glaube, beide Seiten haben einander vergeben und haben gelehrt, sich weiter jenseitig anzuerkennen, auch wenn sie an mehr nebensachliche Dinge nicht immer korrekt überein denken.
Durch die Dietsche Gemeinde Gottes ihre Arbeit machte, Old-Kolonie in Aylmer, Ontario, sind auch in Chihuahua, Mexiko und bei Seminole, Texas, so eine Gemeinden entstanden. Nach beiden Städten, in Ontario und in Chihuahua, sind diese Gemeinden auch noch weiter versplittert. Bei Port Rowan, Ontario, entsteht eine IMMC-Gemeinde. In der Port Rowan-Gegend in Ontario woonden auch all von den mehr 1950er Jahren an immer noch mehr oldkolonische Familien von Mexiko. Und da waren auch mennonitische Kirchen. Eine breite Gemeindekirche und auch eine kleine allgemeine Konferenzkirche. Aber die Oldkolonier feilten sich in diese Gemeinden ihrer Versammlungen nicht recht aus. Und dann bot einer von den breiten Gemeinden ihrer Glieder, ein Aylmer, der IMMC-Leiter in der Aylmer IMMC-Kirche an. Er wurde an die kleine Schule, wo er auf seinem Land stand, und nicht mehr als Schule gebraucht wird, brücken loten mit oldkolonischen Familien in ihrer Gegend top Gottesdienste dabei zu haben. Und am 27. August 1967 fangen IMMC Diner in dieser Schule an, Sonntagmorgen Gottesdienste in Sonntagsschule zu holen. Am Anfang kamen da mal wenige Familien zu den Gottesdiensten. Later, als bedienen mehr Familien anfangen zu kommen, wird diese Schule zu klein, dann wird ein anderes Gebiet gekauft und angereicht als eine Kirche, um dabei gottesdienstliche Versammlungen in Sonntagsschule zu haben. Diese Kirche wird der Houghton Center IMMC-Kirche genannt. Aber in dieser Gegend kamen dann mal mehr Familien zu den Gottesdiensten und dann bald war er weniger. Diese Gruppe Familien, die Houghton Center IMMC-Gemeinde bilden, die bleef lang immer mal klein, aber wenige Jahre träg. Aber mit einmal 2001 und 2002 fangen da so viele neue Familien an zu kommen, dass ihre Kirche da zu klein wird. Sie versuchten da mehr Raum zu merken, aber das gibt da nicht genug Raum. Sie sagen die Neidigkeit, mehr Raum zu verschaffen. Sie fangen an, Gebetsstunden zu haben und beten darum, dass Gott an wird mehr Raum schenken. Sie fangen im Mai 2003 an, Gelder zu sammeln für eine größere Kirche. Und im Januar 2004 hat Gott an eine große Kirche zukommen lassen. Sie können in Port Burwell eine große Kirche kaufen, ohne Schuld zu merken. Das Geld, was sie all gesammelt haben für eine größere Kirche, und das Geld, was sie kriegen für ihre Houghton Center Kirche, wäre genug, um ihre größere Kirche in Port Burwell ganz bezahlen zu können. Henrich Wieb ist all viele Jahre der leitende Prediger gewesen in der Houghton Center Kirche. Und nu ist er der volltätig angestellte Prediger in dieser neue IMMC-Kirche in Port Burwell, Ontario. Und Wieb sagt, diese Gemeinde hat nu all 140 Gemeindeglieder, aber in ihrer Kirche versammeln sich jeder Sonntag von 250 bis 300 Menschen zum Gottesdienst. Sie haben dort 5 Diakonen und einen Jugendleiter und sind sehr mutig in ihrer Arbeit. Bei Leamington, Ontario, entsteht auch eine IMMC-Gemeinde. In der Leamington, Ontario-Gegend wohnen in den loten 1960er Jahren auch all jeder Jahr immer noch mehr oldkolonische Familien von Mexiko. Und eine von diesen oldkolonischen Familien von Mexiko starb 1967 ein Kind. Und weil dort bei Leamington auch all manche oldkolonische Familien bekannt geworden wäre, dort die IMMC-Gemeinden oder Konferenz eine Gruppe oldkolonischer Familien von Mexiko bei Aylmer, Ontario, eine Kirche angefangen hat.
En dat predja David Friesen van Saskatchewan, de Aylmer groep predja weer, laut deze familie predja Friesen en de leichenpredigt te houden op ihrem begrafenis vererkend. Bald na deze begrafenis kwam predja John D. Friesen van Saskatoon, Saskatchewan, naar de Leamington Gegend aan en hield daar ovenverzamelingen met olkonische families van Mexico. En Jack Hepner zegt, de tijd schijnt reich te zijn dat de IMMC-conferentie in de Leamington Gegend met regelmäßige gottesdienstliche verzamelingen en met zondagschool aanvangen kon voor de oder met olkonische families van Mexico. Jack en Dora Hepner worden im November 1968 angestellt, in der Leamington Gegend eine IMMC-Kirche in Sonderschule anzufangen. Am Anfang wurden in der Leamington, Ontario Gegend die gottesdienstliche Versammlungen in der olkonische Lied ihre Häuser geholt. Aber als dann bald so viele Familien kamen, dass die Häuser zu klein wurden, um alle Menschen annehmen können, dann wurden die Sonntagmorgen Gottesdienste in Sonderschule in der UMEI, United Mennonite Educational Institute, im Chala geholt. So lang, bis diese Gruppe olkonischer Familien von Mexiko 1972 ihre eigene Kirche baut, ein paar Mil osten von Leamington. Eine Ursache dafür war, dass diese Gruppe olkonische Familien so bosig later wird, wo sich die IMMC-Arbeit anschloten an die Leamington Gegend, das wir vielleicht diese. Bill und Tina Giesbrecht, Dave und Margaret Wolf, Henny und Susan App, George und Lois Neudorf trocken von Manitoba nach der Leamington Gegend in Ontario an und halten dort als freiwillige Arbeiter mit an der Gemeindenarbeit. In der Kitchener, Ontario Gegend entsteht auch eine IMMC-Gemeinde. In der Kitchener Gegend woonden in den 1960er Jahren auch immer noch mehr olkonische Familien von Mexiko. 1969 fuhren die Glieder von der Aylmer IMMC-Kirche all zweimal im Monat nach der Kitchener Gegend an und hielten dort Sonderschule mit olkonischen Familien von Mexiko. Am Anfang kamen da auch mal 6 Familien taub zum Sonderschule haben. Aber bald kamen da auch mehr Familien und dann fangen sie auch an, Sonntagmorgen Gottesdienste zu haben. Diese Gruppe rennt sich eine mennonitische Kirche, wohnen nicht mehr im Gebrück war, in Roseville, 6 Mil Süden von Kitchener, und hielt dort ihre Sonntagschule und gottesdienstliche Versammlungen. Im Mai 1970 kamen Bill und Justina Stace von Manitoba nach der Kitchener Gegend. Bill wurde durch die IMMC Prediger für diese olkonische Familien von Mexiko. Und weiter kamen ein paar Lied von Manitoba nach der Kitchener Gegend an und halten damit als freiwillige Arbeiter in der Kirchenarbeit. Aber diese Kirche kann scheinbar immer weiter nicht die eigene Leidenschaft finden. Und vielleicht wäre das da wären, dass die keinmal gut im Schwung gekommen ist, dann diese Gemeinde hat sich allang abgelöst. Hier brech wie für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir weiter noch mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika, zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Was nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.